wie der Gregor mitkriegt, dass sein preußischer Stiefsohn als ein Besoffener ohne Führerschein gegen einen Baum gefahren ist, ruckt er schwer mit ihm zusammen. Sein Alte birgt das aber wieder hin. Der Gerstl hält einen recht leitscherten Vortrag über Pfägeln und das Zwiefall lässt sich von Flori bei ihm entschuldigen, aber sie kommt ihm nicht aus, weil er nachher das Geschmatz extra für sie allein nur einmal vortragt. Der Hubert geht mit seiner Alten auf ein Maschkerer Festel, da wo die Leute Fetzen anhaben, als wir vor 50 Jahren. Danach wird er vor einer gewöhnlichen Bremer gehackt und pult sie ein, das war halt eine aus Afrika, die die Schlafkrankheit übertragt. Und weil er in der Stumm so viel Gift verspritzt, wird er wirklich miert und schlafrig, bis ihm schließlich der Sascha sagt, dass das ein hirsige gewesen ist. Kathi muss einen Engländer durch die Brauerei führen, aber der geht ihr auch so auf die Nerven, dass er ihm an die Rosi anschiebt. Die Wirtsleute möchten bei der Uri seinen 90. mit ihrer in einen Ballon fliegen, aber das wird nix, weil er davor schon verreckt. Stattdessen fährt der Hubert ins Zimbernland runter, zu einem Gutshof, wo ihre Alter auch schon einmal gewesen ist. Wie es aber nachher dort ist, möcht's wieder heim. An Rolli sein Nichten sucht eine neue Hirwe, aber weil es mit nichts zufrieden ist, findet sie nix und der Pfarrer kann ihr auch nicht helfen. Aber beim Kraxeln und Hechen auf, kommen sie wieder zusammen und fangen miteinander das Häusen und das Busseln an. Auf das auf möchte kein Pfarrer nimmer sein, sondern mit ihrer zusammen und möchte eine Zeit lang in ein Kloster gehen, dass er da drüber nachdenkt.